Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem jährlichen Rentrées-Event. Das Einzige, was als Gesellschaft auf Dauer mehr geht, die Bildung, als keine Bildung. Das sind nicht wieder vom Claude Meisch, das waren wieder vom John F. Kennedy. Und das war richtig für also mehr wie 55 Jahre. Und ich denke, dass das heute noch immer gerade so richtig ist. Und dabei sind es bei weitem nicht nur die Materialkosten, die im Spiel stehen. Das sind Zukunftschancen von unseren Kindern und von den Jugendlichen, die wir verspielen. Das ist die Zukunft von unserer Gesellschaft, die wir verspielen, wenn wir den Stellenwert von der Bildung nicht gesehen. Wenn wir nicht fertig bringen, dass ein kleines Puppelchen stark kann geht. Und dann nur Jungen Erwachsenen, die für sich selber, für die im Leben wichtig sind, und auch darüber hinaus für die ganze Gesellschaft kann Verantwortung überholen, dann haben wir etwas verpasst, etwas, das da noch nicht mehr gut zu machen ist. Viele Menschen ging es heute besser gehen an ihrem Leben, wenn sie die nötige Unterstützung und die nötige Bagage daheim und an der Schule mit auf den Weg gekriegt hätten. Ein erfolgreiches Arbeitsleben, eine finanzielle Aufsicherung, ein fester Platz in der Gesellschaft, auch seine Rolle als kritische Bürger können anzuholen, alles das gerät der Gefahr, wenn die Bildung nicht stimmt. Hätten dem John F. Kennedy sein Nachfolger, nur der Dr. Maxim gehandelt, am mehr, am besser an Bildung investiert, da gingen nicht nur Millionen Menschen halt deutlich besser gehen, wie wir bereichen uns auch Männer sorgen, Demokratie zu machen, den weltweiten Equiliber zwischen den politischen und den ökonomischen Kräften. Bildung ist die beste Pille, die beste Medizin gegen Populismus, gegen Nationalismus. Wir wissen auch, dass ohne Bildung an Afrika und andere Länder die aktuellen Migrationsströme nicht zu kanalisieren sind und sie weiterhin als ökonomisch, sozial und staatsrechtliche Modelle bis auf Posten werden strapazieren. Und auch das politische Spektrum riskieren, an Europa nachhaltig zu verregeln. Wenn wir nicht alles nach vorstellen, an das, was wir uns über die vergangenen Jahrzehnte aufgebaut haben, nicht nach vorbringen, dann müssen wir an Bildung investieren. Viel investieren, gut investieren, richtig investieren. Das ist auch eine Frage von Geld, aber bei weitem nicht nimmer. Ohne Suen, ohne Posten, wie wir dann in der Regel dann an der Education nennen, machen wir nichts. Mit Suen und Posten sind bei weitem nicht alles. Neben den Ressourcen können wir vor allem auf die richtigen Prioritäten und den Courage und den Innovationsgeist. Schon mal ein bisschen einfach gemacht, wenn ich hier ein Beispiel von den USA bringe. Als jeder nickt wahrscheinlich, wenn es so ein Trump oder eine Methode Trump wäre nicht möglich gewesen, wenn die USA über die letzten Jahrzehnte mehr Bildung und vor allem auch an die öffentliche Schule investiert hätte. Kommt man machen, also nicht so einfach. Kommt man gucken auch bei uns, wie ist es heute zu Lützeburg? Haben wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte genug richtig an Bildung von unseren Kindern investiert? Konnte man wirklich so, man hätte alles gemacht, für das all Kind fair Bildungschancen hat, dass all Kind sein Potenzial voll kann entwickeln. Ja, wir haben sicherlich große Erfahrungen gemacht, für das ob der Premier die beste Mathe-Prof als den Kanner enkadriert. Also da wird es gegangen, Kanner Junker mit extra Besoin zu enkadrieren, du war das schon gut, mir so selbstverständlich. Du wo vielleicht nicht immer um die breite Masse gegangen ist, du wo vielleicht politisch auch nicht immer direkt gewinnbringend war, da konnte man alles ernst das wie Brett zu gehen. Ob bei der Unterstützung von Kanner Junken an der Inklusion, ob bei den staatlichen Kannerheimer, dem Centre Socio-Éducatif de l'État, da haben wir enorm springen noch viel zu machen, für dort wir auch nimmer und das zurückkommen sind, was in anderen Ländern schon lange normal ist. Wenn wir von Bildungsinvestitionen schwätzen, dann muss man auch dabei all Kant erreichen. Wir dürfen auch zu Lützeburg nicht aufhängen, gerechte Bildungschancen mit Suen abzuweihen. Aus der Erfahrung von den letzten Jahren kann ich sagen, dass das alles ernst ist, wie evident ist.
dass er sich auch gegen die unterschiedlichsten Widerstände mal muss wehren, für das all Kant die nötige Unterstützung kriegt. Also ich kenne nicht da Geschichten zählen, an einzelnen Humisch Dach stark markiert und geprägt. Wenn die höchsten Beamten zum Beispiel aus dem Staat, nicht von unserem Ministerium, nicht dass dem Pierre, dem Lex, nur alle Gott an den Tag geht, also die höchsten Beamten aus dem Staat, den Minister probieren davon aufzuhalten, genug Ressourcen im Bereich von der Inklusion zu investieren. Aber wenn der Minister dann nicht bereit ist, da einen Schritt zurückzugehen, wenn er dann hört, Herr Minister, was bringt das dort denn erst politisch? Also ich kann nicht sagen, die dort dabei waren, werden die dort froh, auf jeden Fall eine Menge Präsenz nicht mehr stellen. An Bildung zu investieren, heißt auch dahin zu gehen, wo kein Lobby ist. Wo nicht direkt geklappt wird, aber dahin, wo es einem Kant nicht gut geht. An Bildung zu investieren, heißt auch sich können durchzusetzen, Stroß zu halten, Ziel nicht aus dem Ernst zu verlieren. An Bildung zu investieren bedeutet auch, Prioritäten klar zu setzen, an den jungen Mensch an den Mittelpunkt zu stellen. Die Damen und Herren, an den ersten Tag, wo ich am Ministerium war, konnte ich Gebäude um all dringend gewissen. Und das eben hat man durch die Keller gegangen. Und hat die von den Archiven abgesperrt. Und ich habe in der Welt ziemlich wüst ausgesehen. Ich habe gefragt, wie ist das dort möglich? Haben wir nach irgendwo nicht das Archiven? Nein. Und ich habe erklärt, dass wir eigentlich über die letzten 20 Jahre all Jahr einen Archivist gefragt haben und in all Jahr nicht refusiert haben. Ein Archivist für 12.000 Mitarbeiter an der Education nationale. Und das sollte nicht möglich sein. Und das sollte nicht durchzusetzen sein. An den Jahren danach, da haben wir durchgesetzt, dass wir an der Education nationale einen Archivist gekriegt haben, an der Keller abgeräumt. Nun aber auch nach 882 zusätzliche Posten am Sekundär gekriegt. Am Fundamental haben wir 1098 neue Enseignants angestellt, für den Wachstum von unserem Land gerecht zu gehen und neue schulische Offeren auch können anzubieten. Wir haben mehr wie 300 Posten gekriegt für den Bereich von der Inklusion, für ein besseres Enkadrement für Kinder mit extra Besoin. Allein 230 Leute fangen an den nächsten Tag an, wenn es darum geht, Kinder mit extra Besoin an der Schule, rund um die Schule besser zu enkadrieren. Ja, wir haben auch abgehalten, erzählen, wenn es zum Beispiel um 35 Posten für den Abbau von Jugendtreffen an außerschulischen Aktivitäten an der Lycée gegangen ist, oder war weiter 35 Posten an C-Passen an der Kipp von Dreibuhr an Kannerhemer mit 27 Posten renforciert kaufen. Und es geht ganz vergessen, dass man den Aufbau von den Posten am Fundamental durch den Contingent mit dem Rekrutement von den IEBS, den Instituteurs Spécialisés pour l'Encadrement des Enfants à Besoins Spécifiques, kompensiert haben. Pro Jahr investieren wir heute 72 Millionen Euro an gratis Kinderbetreuung und eine bessere Qualität an der Kirche. Wir haben 16 Millionen pro Jahr an gratis Schulbücher am Sekundär investiert. Das alles konnte man machen, wenn wir den nötigen Handlungsspielraum dafür hatten, sowohl finanziell wie auch personell. Damit haben wir zu besseren Zukunftschancen für als Kinder und Jugendliche beigetragen. Und aber auch zu einer Entlastung von den Leuten um Terrain, die wird die kommenden Wochen am Main nach ein Kehr deutlich wird gehen und noch gespürt wird gehen. Das ist aber auch schüss gegangen, weil wir am großen Ministerium für Schule, Kinder und Jugend eine starke Position an der Regierung und eine starke Position an der Gesellschaft hatten. Bildung braucht den Stellenwert an der Politik, Bildung braucht den Stellenwert an der Gesellschaft. Wenn wir also ein Bildungssystem an der Kontinuität oder in Zukunft weiterentwickeln, dann heißt das, dass wir das Investiment auch in den nächsten Jahren müssen halten. Die Education muss auch in den kommenden Jahren ein Zukunftsressort bleiben und die Investimente an Zukunft von unserer Gesellschaft müssen weitergehen. Die Education muss weiterhin die starke Stimme sein, die erklärt, dass es eben egal ist, ob eine Ressource elektoral etwas bringt oder nicht. Ich habe gesagt, wir haben vieles erreicht an den vergangenen Jahren, weil wir stark waren,
weil wir zu summen und einem großen Haus von der Bildung gebaut haben. Wir haben es ausgebaut, wir haben es umgebaut, mit viel Engagement und noch so viel Devoement. Ich will dafür von dieser Gelegenheit profitieren, für ihr, die Damen und Herren, merci zu sagen. Merci, dass wir die letzten 5 Jahre zu summen so viel konnten erreichen. Merci für die inspirierenden Diskussionen, die wir geführt haben, die konstruktive Kritik, die mir immer geholfen hat, den richtigen Weg zu finden und zu reajustieren. Merci aber auch für den Encouragement, den ich erfahren habe, für uns zu führen, gerade dann und an den Momenten, wo die Wand einem ganz besonders an das Gesicht geblasen hat. Ich hatte die Chance, an den letzten 5 Jahren viel bemerkenswerte Menschen kennenzulernen. Menschen, die mich inspiriert haben, Menschen, die mir als Vorbild dienen, und Menschen, die oft mit großer Bescheidenheit am Alltag ihrer Tasche nachgehen. Ja, und es sind noch Freundschaften entstanden, die mein Leben extrem bereichert haben, und sicherlich auch noch in Zukunft werden bereichern. Von allem habe ich erkannt, dass das, was mich undreift, Bildungspolitik zu machen, auch ganz viele andere Leute am Land motiviert, für sich voll und ganz zu engagieren. Nämlich die Ambition, alle Kant können zu ermöglichen, sein Vollpotenzial zu entfalten. Aber wenn ich Merci so, dann ist das sicher kein Eddie am Merci. Ich habe einen Themenbereich kennengelernt, der mich noch immer interessiert wird. Ich muss so ein Haut fasziniert mich. Geht es etwas mehr Wichtiges wie als Kanner? Sondern die Menschen sich selber als Menschen bezeichnen, weil eine von ihren ersten Ambitionen, für das es der nächsten Generation immer ein Stück weit besser geht. Es gibt wohl keine mehr ehrenvolle Aufgabe, die sich politisch wie auch beruflich kann kümmern, wie das es der nächsten Generation besser geht. Sicher, auch ich bin ein Quereinsteiger gewesen. Mit Bildung hat mich so gefesselt, so dass es ein richtig Herzenssache ist, dass ich sogar gemeint habe, ein Buch darüber zu schreiben. Das lässt mich nicht los, nicht lo, auch nicht am 14. Oktober, das tut nicht matt, egal ob mein CDD, mein Contrat à durée déterminée bei ihr vom Wieler wird verlängert gehen oder nicht. Die Zukunft von Lützeburg liegt nicht nur am Space Mining, am Big Data, am Gaming. Nein, die Zukunft von Lützeburg entscheidet sich für alle Recht an der Cap von unseren Kannern. An daran, ob wir fertig bringen, all Kant Fairbildungschancen zu bieten, besser mit dieser Sprachsituation umzugehen, von kleinem und Zukunftskompetenzen zu entwickeln, den ganzen Mensch zu sehen, nicht nur, weil es viel gut sein Vokabular soll lehren, mit das auch Lust hat, die viel Sprachen als Kommunikationsmittel anzusetzen, nicht nur, dass die mathematische Formeln am Exerzice anwendet, mit das Lust hat, zu entdecken, zu entwickeln, Welt an ihren Zusammenhängen zu verstehen, Natur an ihre Grundprinzipien zu begreifen. Nicht nur, dass den offline das ganze Wissen von Google kann absuchen, mit das nicht keine Relation mit denen setzen, dass man mit anderen zusammen etwas Neues daraus kann machen, entdecken und entwickeln. Das alles sind Zukunftskompetenzen, auf die ihr auch könnt. Die entscheiden, wie die nächsten Generationen werden durchs Leben gehen. An einem Zeitalter, wo Google alles weiß, wo artificielle Intelligenz den Mensch vieles wird aufholen, geht es nicht just so, dass der Mensch mit der Maschine mithalten kann. Aber muss eigentlich gerade das können, was die Maschine nicht kann. Kreativ sein, vernetzt denken, an der Equipe schaffen, aus dem, was er weiß und was er kann, etwas Neues entwickeln, komplexe Probleme begreifen und Lösungen finden. Dafür muss man von Anfang an den Mensch investieren. Kann also komplette Mensch gesehen, das ganz unterschiedlich Besuchen hat. Aber auch gesehen, dass es gerade die ersten Jahre sind, wo die Weichen für die zukünftige Entwicklung gestaltet gehen. Ob bei der Sprache, der Sozialkompetenzen, der Bewegung, der Kreativität, dem Vielwills, da dreht sich ganz viel an den ersten Jahren auch schon eher Kant an die Schule kennt. Aber wenn ich auf etwas hilfreich bin, dann darüber, dass man
die Kleinkantität an den Fokus von der Bildungsdebatte geregelt haben, dass man einen ganzen Prozess eine Bewegung gesagt haben, für genau die dote Faktoren an der Kannerbetreuung zu stärken. Daran leidet zumindest ein Teil von der Antwort, wenn es darum geht, all Kant Verbildungschancen zu garantieren, all Kant zu ermöglichen, sein Vollpotenzial können zu entwickeln. An all Kant Zukunftskompetenzen, Kompetenzen vom 21. Jahrhundert, mit auf sein Lebensweg können zu gehen. Und auch der Toten, das war kein Selbstläufer. Die Leute am Land zu erklären, dass es wichtig ist, für die Nummer einer guten Premiere, auf einer guten Uni können umzukommen, das gerade an den ersten Lebensjahren auch eine Pursprache soll gefordert gehen, hat ja schon vollen Engagement und auch eine gewisse Portion Courage erfordert. Ich erinnere mich, wo ich zu der Verding mit meiner Familie auf den Marktplatz gegangen sind, war gerade fest wird geheescht, und da wie früher, den ich Leute begegnet, den ich freundlich Moje gesagt habe. Ihr wisst, Politiker so und an der Regel jeder einen freundlich Moje, davon sie Leute nicht kennen. Ich habe aber keine Antwort gekriegt. Ich habe aber hören, dass die Leute ganz gut wussten, wen ich wäre. Weil wo sie ein paar Meter hinter mir waren, sind die Engdamm zu der anderen. Hey, guck mal hin. Hier kann aber auch nach Lützeburg. Und das nimmen, wenn wir probieren, durch eine neue Politik, gerade kann von denen toten Leuten das mal auf den Weg zu gehen, für Donno gut durch den Schulparcours zu kommen, für Donno eine andere Approche der französischen Sprache können zu entwickeln. Mittlerweile sind es nach just Touristen, die man nicht antworten, wenn ich eine neue Sohn. Das ist normal, dass dann all Crèche, all Präkursen, all Spielschulen, neben dem Französischen, Kant auch mit der Lützeburger Sprache familiarisiert wird. Das ist nur einem Jahr so normal, dass man schon bald nicht mehr zur Kenntnis holen. Dass man eine große Gelassenheit ein neues Plankadre für die Präkursaffären, als Lehrmaterial für den Cycle 1 überschafft haben, an alle guten Hofrisch sind, was schon Experten aus irgendwelchen Ländern, von irgendwelchen Universitäten gucken kommen, für sich eine eiser Kleinkantpolitik zu Lützeburg zu inspirieren, wo man mit Fried können weisen, wird für eine wichtige Rolle gerade Crèche, der Präkurs und Spielschule für unser gesamtes Bildungssystem spielen. Meine Damen und Herren, ich will euch und auch mir erspüren, ob all die Neuerungen anzugehen, die auch das Schulrentrée greifen. Es sind da viel, nicht zu viel. Es sind da gerade gut genug, für unser Bildungssystem weiter zu modernisieren und gerecht zu machen. Von allem schreiben die Neuerungen durch sich an eine kohärente Politik aus den letzten Jahren. Das ist eine Weiterentwicklung an der Kontinuität. So wie man das letzte Jahr die Familie mit 20 Stunden gratis Kinderbetreuung an der Crèche finanziell entlastet haben, so entlastet man dieses Jahr die Familien, die Kinder am Lycée haben, an dem Schulbücher endlich gratis gehen für alle Schüler aus der öffentlichen Schule und aus den Schulen, die unser Programm anbieten. Das heißt nicht nur, dass mehr Geld am Portemonnaie von den Eltern ist, aber auch, dass wir endlich dahin kommen, dass die gesamte öffentliche Schule gratis ist. Das steht zwar schon seit Jahrzehnten so in unserer Konstitution, aber irgendwie hatten wir mit ganz viel Erfolg es verdrängt und nicht darüber gedacht, dass da noch etwas zu machen wird. Wir machen bei dieser Rentrée 2 neue Lyceen ab. No Jung Lünster 2014, no Deiferding 2016, wir schlagen den Lycée Edward Steichen zu Kliev und den Lycée zu Munderef St. Dieren ab. Wir weisen da auch, dass es ganz gut möglich ist, dass er auf die Wurstung von einem Land kann reagieren kann, dass er kann begleiten. Deiferding sollte eigentlich 2020 abgehen. Munderef sollte eigentlich recht 5 oder 6 Jahre, 2022 oder 2023, abgehen. Wir haben aber festgestellt, dass wir die Schulen da brauchen, weil wir mehr Kinder haben, und wir haben das Programm umgekrempelt und geguckt, dass wir alles möglich machen, für schon bei dieser Rentrée bereit zu sein. Wir haben von der Chance profitiert, auch als Bildungslandschaft weiter mehr breit aufzustellen, von allem an alle Regionen vom Land europäische Klassen anzubieten. Wir wollen eben, dass wirklich alle Schüler die Schule finden, die bei ihr passt. Dafür erfahren wir nicht alles neu, wir entwickeln als Bildungslandschaft an der Kontinuität weiter. An der nächsten Tag machen 3 neue Kompetenzzentren für die schulische Inklusion hier ab. Wir stoßen da einen Bereich dafür,
wo wir lang keine koordinierte Politik hatten. Wir können mit Lehrschwierigkeiten, wir können mit Problemen an ihrer sozio-emotionalen Entwicklung, und wir können mit einer Heischbegabung. Das bedeutet neue Zukunftschancen für Tausende von Kindern am Land, aber auch eine kompetente Unterstützung und Begleitung von den Enseignern an der Grundschule und am Lycée. Das bedeutet aber auch meiner Verzweiflung und neue Hoffnung für ganz viele Eltern hier zu Lützeburg. Kontinuität schreiben wir auch groß am Apprentissage von der Sprache. Nachdem wir die größte Präkoz Spielschule dem Land angepasst haben, sie mehrsprachig gemacht haben, überall sowohl der Lützeburger wie auch der französische Sprache hier Platz gehen haben, zeigen wir die neue Approche, die mit kommunikativ Approche für den Apprentissage von der französischen Sprache los schrittweise an der Grundschule Europa bis an den Lycée. Mit neuen Methoden und neuen Materialien. Wir fangen nicht mit dem geschwärten Französisch an, setzen mehr lang auf Schwätzen, für Donno, Schwätzen, beim Lesen, aber beim Schreiben, dasselbe Niveau zu erreichen, dabei von allem aber Fried und der Spruch zu stärken. Wir gehen hier und das Fundament vom Französischunterricht, passend in der Entwicklung an der Lebensrealität von den Kindern von Haut an. Das ist ja schon eine fundamentale Änderung, die wir dafür holen. Allerdings wird die Änderung sich voll an die Politik von den letzten Jahren an und wird dafür auch breit gedroht. So breit, dass kaum jemand mitgekriegt hat, dass man eigentlich die dort Änderung nur schrittweise vorholen. Kontinuität, also aufbauend auf dem, was schon erreicht wurde, und aber klar der Blick noch vorgerichtet, gilt auch, wenn es um Schulentwicklungsplan geht. 196 Schulen, 156 an der Grundschule, 40 Lyceen, haben am Laufe des letzten Jahres Köpfe hineingestreckt, haben geguckt, wo sie gingen stehen, was gut lebt, aber wo noch Luft nach oben ist. So haben über neue Technologien geschwärzt, über die Partizipation der Schüler an den Eltern, über die Inklusion, über die Vernetzung mit der Kinderbetreuung oder das Angebot an außerschulischen Aktivitäten. So ist etwas Konkretes vorgeholt für die nächsten 3 Jahre, was sie zusammen wollen umsetzen und erreichen. Dasselbe gilt für alle Crèches, für alle Maisons Relais, für alle Jugendhäuser. Auch da gouf sich noch 4 projiziert, gouf geguckt, wie die Entwicklung vom Kind, vom Jungen nach besser können unterstützen, wie der junge Mensch den Entourage findet, für die Lebenserfahrung weiter zu wachsen. Nicht an Zentimeter, mehr als Mensch zu wachsen. Wir können hoffentlich darauf sein, dass man den ganzen Prozess, an dem dritten Prozess, die ganze Bildungslandschaft, das ganze Bildungssystem zu Lützeburg in Bewegung gesetzt haben. Nicht, weil Urwen ein als der sieht, wo es für jeden soll hingehen. Auch nicht, weil wir einfach alles laufen gelassen haben. Wir von allem, weil wir klare Ziele haben, und aber gerade so klar, ob die Erfahrung, Kompetenz und die Innovationskraft von den Schulen, von den Crèchen, den Maisons Relais, die Jugendhäuser bauen. Wenn wir konsequent auf Vertrauen an die Akteure im Terrain gesetzt haben, an das Vertrauen investiert haben. Das Vertrauen hat enorm viel Energie freigesetzt, ohne Idee, die vielfältige Herausforderungen gar nicht zu meistern wären, und auch ohne Idee, die solchen Neuerungen, die das Rentrée in Kraft treten, sicherlich nie den Tag gesehen hätten. Das Rentrée steht aber auch am Zeichen von einer ganzen Reihe von Gremien, die unser Schulsystem sollen begleiten, und mit der Wissenschaft, der Gesellschaft sollen vernetzte Gremien, auch die den Schulpartner eine Stimmwerte geben. Den Observatoire de la Qualité Scolaire wird uns über die Schüler gucken, die Schulen und das Ministerium. Nicht für den einen oder anderen auf die Finger zu klappen, sondern für uns zu guidieren, für festzuhalten, was lebt und was nicht lebt. Für uns zu suchen, wo der Motor muss geordnet gehen, für das ein bisschen besser kann drehen, wo wir ihn ähnlich müssen erstellen, für das es eine volle Kraft kann entfallen, und auch wo vielleicht das ein oder das andere Stück von dem Motor zu stark belastet ist. Der Conseil National des Programmes wird ein Eindruck abhalten, für das, was an der Schule gelehrt wird, auch dem entspricht, was draußen gefragt wird. Der Mediateur wird gerade den Schülern eine Stimme geben, die zu den Schwestern zählen. Schüler mit Migrationshintergrund, Schüler mit extra Besoin, auch Schüler, die riskieren, der Schule freizeitig direkt zu drehen. Die national ältere Vertretung gibt den Eltern eine
eng Stimme hat gewicht auch an der politischer Diskussion mam Minister. Bildung kann nimmen zur Summe gelingen. Dat gilt für all Kant, wo Eltern, Schul, Kannerbetreiung zu Summen an eine Richtung müssen zeigen. Dat gilt auch für ihr Land. Wenn wir wollen, dass wir weiterkommen, wenn wir die richtige Antwort auf die große Herausforderung wollen finden, wenn wir von allem wollen, dass die Antwort dann auch Bestand hat, dass wir es darauf verlosen können, dann brauchen wir einen mehr breiten Konsens zwischen den Akteuren, zwischen den wichtigen Vertretern für Bildung und Gesellschaft. Der Grund steht für so einen Dialog als gelöst, indem es mit der Wissenschaft, der Gesellschaft, den Eltern eine Stimme geben. Zusammen mit den traditionellen Strukturen, den Direktionen, den Enseignantsvertretern, können wir durch eine neue Qualität für Bildungsdebatte kreieren. Mehr sachlich, mehr ruhig und mehr auf den Konsens ausgerichtet. Dialog als eine von den Voraussetzungen für den Konsens. Der Konsens als eine Voraussetzung für Ruhe und Kontinuität von der Arbeit Terrain. Ruhe und Kontinuität als eine Voraussetzung für Qualität an der Education. Es sind vorsichtig optimistisch, dass an zentrale Bildungsfragen der Konsens möglich ist. Wenn ich die Wahlprogramme von den großen Parteien lese, da stellen ich da keine unüberwindbare Divergenzen fest. Da merke ich, dass noch all den Reformen aus den letzten Jahren, auch noch denen Auseinandersetzungen, die im politischen Plan gefordert wurden, der politische Konsens mehr noch geregelt ist. Dass das, was wir en place gesagt haben, nicht auf Frage gestellt wird, dass es echter Konsens ist, das Modell weiterzuentwickeln. Wir brauchen den Konsens, weil auch in den nächsten Jahren noch Herausforderungen dabei werden. Herausforderungen, wo wir am besten Fall zusammen darauf sollen reagieren. Die zentralste Frage von der Zukunft von unserem Bildungswesen ist die, wie wir genug qualifiziertes Personal mobilisiert kriegen, für einem Lützeburg, das weist, all als Services von hoher Qualität können zu garantieren. Das ist eine zentrale Herausforderung für die Schule, für die Kinderbetreuung, für die Jugendhilfe und für andere Services. Und natürlich muss man uns die nächsten Jahre damit beschäftigen, was die unterschiedlichen Schulen am Care zusammenhält. Wo man Platz von den europäischen und britischen Klassen an der Grundschule gesehen, wie man die Formalbildung nach mehr von der nonformaler Bildung können profitieren lassen und umgedreht. Man muss uns vorstellen, wie wir die Eltern können stärken, für dass sie ihrer Verantwortung voll und ganz können gerecht gehen. Wie man sie trotz Belastung am Staat und auf der Arbeit sich Zeit holen für ihre Kinder und das nicht reicht, wenn die Hausaufgaben in so einem Programm stehen. Und noch froh, wie man Kinder helfen, die ja freie Jahre schon Gruseliges erlebt haben. Auch schon ganz frei aus der Bungeheit gelaufen. Wir wissen, dass Heim mit Geld und mit Posten nicht alles zu erreichen ist, wobei ohne Geld der Posten auch nicht wert ist. Ich denke, auch dass nachdem die Reform von der Education differenciée an der Chambre mit großer Majorität angeholt wurde, wir auch einen Konsens daran finden können, was für ein weiter Erfahren in Richtung Inklusion möglich sind. Aber auch, was wir da wirklich müssen machen und erholen, für die Berufsausbildung mehr attraktiv wird, am Platz, dass wir weiter 10 Jahre just der Toten als Sondesreden fördern. Digitalisierung von der Bildung steht für unter dir, also zwingt uns dazu, Chancen und Risiken klar voneinander zu trennen, Potenzial zu nutzen und Risiken am Ernst zu behalten. Ich denke, wir sind gut aufgestellt, für auch in Zukunft die Toten an andere Herausforderungen umzugehen. Der Kader steht, wenn wir mit Leben füllen, wenn wir weiter Akteure Terrain konkret unterstützen, ja, viel von ihnen auffordern, und aber auch auf ihre Innovationskraft setzen, da wird sich als Bildungslandschaft auch in Zukunft weiterentwickeln, an der Kontinuität weiterentwickeln. Wenn wir uns dann nicht durch falsche Diskussionen abhalten lassen, da werden wir von Bannen heraus die richtige Antworten finden, für den Jungen den Kader zu bieten, den sie stärken möchten. Und von allem das sollen wir als immer nächst für uns anhalten, dass das Aufgabe ist, Junker stark zu machen.
Ich wünsche euch alle Guten eine gelungene Rentrée. Da der Desatisfaktion bei RR bestut, die eigentlich dem Engagement, das auch an der Präparation auf die Rentrée hat und den Tag gelöst hat, gerecht wird und entspricht. Da aber auch die Satisfaktion am Alltag fand, und das will ich eigentlich all Enseignants, all Educateur, all Psychologe, all Pädagoge, wen auch immer an diese Strukturen aktiv ist, wünschen, dass die Satisfaktion Alltag spielt, mit deren eigentlich den ersten Tag angefangen hat. Egal, ob das heute sein erste Rentrée ist oder sein letztes ist für eine Pension. Dass wir das, was wir als vier geholt haben, können weitergehen und die Jungen. Dass wir da, wo wir nach nur besseren, ehrlich mal das selber sind, feststellen, dass nach Luft nur oben ist, dass wir aber fest und das leben, wer das zusammenhält, nämlich die Ambition, kann auf Verbildungschancen zu gehen, die Ambition, dass all kann am Land Maximum von seinen Chancen kann auch ausleben, developieren und nutzen auf einem guten und erfolgreichen Lebensparcours. Vielen Dank.